Von harten willkommen, wie Party, Blatt und Plüschmaus. Das ist doch tauschön, das werdet ihr hören. Ach, lecker. Ich bin eh noch fair, das habe ich ja schon mal vertellt, dass wieder einfach als Jamba-Spar-Abo eine SMS schickt mit PPP und dann an Pief mal die Fief. Und dann kriegt die das für jeden Morgen. Ach, das wäre auch ein Traum. Dann ist da ihn aber auch recht in Bette. Ja, das ist ja das Sinn dahinter. Ich finde das richtig schön. Was du Gleeks Pladütsch weckt. Eigentlich ist das richtig cool. Wir müssen wirklich einen Pladütschen Wecker mocken. Wir habt ja alle über Merchandise nachgedacht. Und so einen Pladütschen Wecker hat ich noch gar nicht. Nee, habe ich auch noch nicht mitkriegen. Liebe Tauhörers, wo wollt ihr das finden? Einen plattdütschen Wecker von uns? Party, Platt und Plüschmaus? Ja. Oh, so plattdütsche Motivationssprüche überall. Plattdütsch überall anschrien deit. Oh, das finde ich richtig gaut. Schied um Meditation. Motivation ist das Nähe. Mehr Platt in Alldach und überall wurde Ja. Guide. Überall, wie braucht jeden Dach aus dem Wecker. Also, Richtig. dass die nur erst kommen deit. Ach, egal. Da war Gaut das mach ich all. Wunderbar. Womit sich nicht alles Geld verdienen lässt, ne? Du sagst das doch. Und was für eine schöne Überleiten. Tau, ja, ein von den grötzten und kapitalistischen Unternehmen, der wie grad habt. Disney. Dann aber was schnackt wie denn Hüt? Ja, du hast alles spoilert. Ja, habe ich als Spoiler. Ja, Disney, die Dromfabrik. Ja. Was die Ja. Lüder für Knöpfe mag, das kann einen ja gar nicht utholen. Also, hast du Ja. eigentlich hier Disney Plus? Ich muss sagen, ich bin ein Parasit. Ein Disney Plus Parasit. Also Sabrina Okay. Fessert hören deist, von harten Danke. Ich sind doch immer noch bin. Also ja, ich kick ab und tau mal Disney Plus, aber ich muss sagen, dass ich gar nicht so viel Filme kicken dau. Also, das hört sich vielleicht, also ich bin mehr so der Doku-Typ. Ich sag so, ich hab von 20 Minuten Tiet und dann kick ich mir auf YouTube grad eine Doku. Und so große Filmabende mag ich eigentlich gar nicht. Wie ist das bei dir? Oh ja, also auch nicht so faken. Also ich habe auch mein DVD und Blu-ray sammeln echt reduziert. Also von meinen Disney-Filmen konnte ich mir natürlich nicht trennen, aber Oh. so andere Filme habe ich echt gut sortiert. Das wäre einfach zu viel. Und auch beim Stream kick ich gar nicht so viel Films. Das sind dann echt eher Serien, die ich dann stream. Und ja, oder eben, ja, so ein Doku. Generell hat sich ja das ganze Kickverhalten von uns hat sich so verändert, dass wir, oder die meisten eher Serien kickt. Also, Ja. kann ich gut laut verstehen. Ja, ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen. Du hast ja in einer Serie auch viel mehr Tiet so die Charaktere so utuklamüsam, ne? Also die Tiet hast du ja normalerweise in einem Film, auch wenn die, weiß ich nicht, 180 Minuten lang ist, gar nicht. Also Das stimmt. Ich wollte gerade mal lachen. Man hört so bannig die Vogelsinne, die singen. Oh, Also, das ist total schön, das ist richtig fürjogefeulich. ja, So offen, oder? ja, die Summe ist da, das Feuer ist da. Der Oh, das Vogel ist mein- singt. Gib das doch tau, du bist wie so eine Disney-Prinzessin. Die Vogel singt mit die, Glicks kommt dir rin, vielleicht um die rum. Ja. Ja, dann tanzt wie noch ein Baby und Genau, dann kommt der Dreh noch dort tau. ja, so könnt ihr ja das Bibi vorstellen. So läuft das ab mit Hus. Ich habe auf jeden schon so einen lütschen Vogel sind. Das ist richtig schöne Hintergrundmusik auf jeden Fall. Das Singen von den Vogels, extra für us. Sogar GEMA-frei. Ja, das ist aber auch allwitzig, Willi Glöf, so das sind Klischee ne, von den singenden Vogels, das kennt ein echt so größten Teil, ja, so von Disney, von Schneewittchen, da hätte Löwig ja mit anfangen. Das wäre der erste abendfüllende Spielfilm von Disney. Und da wäre sie dann ja auch so ne, entholt und ne Wägens und dann wären da la über all die Lichtenbergen.
Und das ist ja echt so ein Mhm. Markentaken auch in fast jedem Disney-Film schnackte der. Ja, ja, das ist Sidekick, wenn sie jemals dabei habt oder singt, tanzt, das ist ja jemals, das ist ja, Sidekick. Warte, ist Sidekick so gibt es einen Sidekick auch platt? Neben Nebenspäler? Nebenpartner, ja, Ja. so was, ja. Ja. Bispieler. Aber wenn wir mal so über nachdenkt, Schneewittchen ist ja meist 100 Jahre alt. Mhm. Mhm. Das ist echt oll. Und das ist auch interessant mit Schneewittchen, wo sie das dann auch getaggt habt, wie zum Beispiel diese sanfte Rotton in ihr Gesicht, das ist echtes Rouge. Da habt ihr Mhm. den Koloristen habt ihr richtigen Rouge gemacht. Ja, damit das eben Ah, natürlich ist. Und spannend. ja, und der habt ja diesen Tanz von de Zwerge. Und da habt sie dann richtig sich so Schuhplattler lü ut Bayern in Lorden. Und Jodelkünstler ut de Schweiz und Österreich. Damit sie dann kiekt, ja, wo jodelt de Lü und wo tanzt sie de Schauplattler. Den Schauplatz, das ist das Erste, an was ich denken darf, wenn ich mir über Zwerge Gedanken machen darf. Als ihr seid. Oh. Ja. Hi ho, wir sind Hm? geliebt und froh. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Ja, doch, das ist echt ein schöner Disney-Film, das ist schon so. Ähm, Hm. und das ist so, man ist dann ja auch echt so liegt's in diese Disney-Schema aber auch bin, denn Hm. Dornröschen, wenn er sich so die Disney-Filme ankickt, war ja auch schon so klar, dass viele von den Filmen sich ja ob de Märchen von de Brüder oder Brüder Grimm beträgt. Und der Brüder Grimm hat sich der ja nicht gedacht, der hat ja auch bloß sammelt, der Märchen. Hm. Und der Achtergründe von den Märchen hat ja so einen großen europäischen Ursprung. Und ein kann dann wie fast ein Märchen eben sagen, ut welk Land das eigens mal kommen ist. Klar, das war doch verhackstückt und es sind auch schon mal so unterschiedliche Kulturinflüsse bin. Das ist ja auch normal, das ist auch richtig und wichtig. Aber Dornröschen ist das Märchen, das wohl seinen Ursprung in Deutschland hat. Ach, Ja, wo kommt ein Sch Dob? Nee, habe ich gerade Dornröschen gesagt? Nee, Schneewittchen. Schneewittchen hat seinen Ach so, Ursprung in ah. Deutschland. Ja, nicht Dornröschen, Schneewittchen. Schneewittchen hat seinen Ursprung in Deutschland. Ähm, Ah. ich glaube, das leitet sich davon weg, auch von dieser Zwergengeschichte, ne, mit den Zwergen. Viel in Deutschland habt ja auch ein Harz und ein Erzgebirge Hm. viel Bergbau hat. Und da leitet sich das wohl so ein bisschen von ab, auch das Thema Wald. Wald ist ja auch für die Deutschen bannig wichtig. Also Deutschland ist ja so eine Nation, wo die Lüde Wald bannig wichtig ist, hat einen Hm. bannig hohen Stellenwert in der Kultur. Auch das Waldbaden ist ja, wo ich denke, oh ja, man kann es auch einfach spazieren gehen und singen. Ja, genau, genau. Aber das ist nicht so Gottau vom Markenhilker, wo wir nur Nee, so Kapitalisten sorry, sind. ja. Gott, wie in Waldbaden. Und ja, und Schneewittchen, so wo er das rekonstruiert hat, auch mit, wo das erste Mal im Obdük hat, in der Überlieferung und so wieder, das hat wohl seinen Ursprung in Deutschland. Viele andere Märchen hat der Ursprung dann eben in Frankreich oder in England, Italien mit Pinocchio zum Beispiel oder eben auch mit Ariel Stimmt. in Dänemark. Stimmt. Und Belle, also die Schöne und das Biest, das ist dann ut Frankreich, oder? Also der hat sich das dann ja sogar in Frankreich ansiedelt. So wen. Ja, stimmt. Von den Norms her und so. Ah. Was wäre denn so dein allererster Disney-Film, den du so käken hast? Kannst du dich noch dran erinnern? Also ich habe so, war nicht auch noch Otto Sörbenticher, ich habe so Disney-Hörspiel-Platten hat. So, ich habe Ach, als Kind noch, Hörspielplatten? Oh. ja, die sind noch Otto Sörbenticher weißt und ich habe als Kind einen Plattenspieler hat und da habe ich dann Disney-Platten gehört, so 101 Dalmatiner Cruella, und Cruella, de Vil. ja, genau. Und ich glaube, der erste Disney-Film, den ich
zumindest nicht in Fernsehen, aber in Kino sehen, Harvey, die Hexe und der Zauberer. Das ist einer von den Films, wo ich in der Recherche noch gucken habe und den habe ich gar nicht sehen. Den kenne ich gar nicht, der Hexe und der Zauberer. Ja, der ist, glaube ich, auch nicht so prominent, wie da mal keine Prinzessin die Protagonistin ist. Also, Ja, natürlich. also Gott, Hexe und der Zauberer, das ist echt so ein Disney-Film, den kennt viele nicht. Ich finde den super. Der baut ob der Artus-Sage ob. Mit Merlin und Artus. Und da ist dann, ne, auch eigentlich so aus ein Dschungelbuch, aber ja, ob ein Sagen kriegen. Und hier dann ob der Artus-Sage ist dann Artus als Kind oder so Teenie eben der Protagonist. Und ich mag den super gern. Der ist echt witzig, aber ist nicht so der typische Disney-Schema, was wir in der verleden Jahr teinte so hart. Ich habe da nämlich auch noch nachgedacht und mein erster, auf jeden Fall im Kino, das war mein allererster Kinogang, da kann ich mich noch dran erinnern, da haben wir alle noch mein Braue, to Oma und Opa braucht und ich wusste überhaupt nicht, wo ich dann hingehauen bin, das war total überraschend für mich und dann war ich das allererste Mal im Kino wie Tarzan. Ach, Das war so, Tarzan. ja, Ja. ja. Und das war für mich so ein großer Moment, weil ich dachte, ja, ich glaube, Kapp und Kappa habe ich mal gucken und Bambi. Aber hast denn so Tarzan über diese riesen Leinwand für mich geflogen ist und ich war ja noch so lütt und da war ein so Brot und so Lu und Popcorn um mich rum. Da war so ein einschneidendes Erleben, da ich da wieder nur noch dran erinnern kann und nur noch so richtig diese 4 Grad warmer kriegen da, diese Nostalgiewelle. Aber bist du dann auch ein Musical-Fan? Nee, noch gar nicht. Nee, Ich hab, da habe ich noch ich hab nicht. mir das Musical sehen, als es in Hamburg war. Und lohnt sich Aber das? Ist das schön? ich habe das super schön gefunden. Und ich Ah. habe aber auch die Show gesehen, wo nicht Alexander Klaas gesungen hätte. Das wäre liegers schön. Alexander Klaas hat sicher auch richtig gut gemacht, aber der war doch gerade nicht, der hat da keinen Auftritt. Oh, Alexander Klaas. War das der allererste von DSDS? Ja, oder? Ja, ja, Mit ja, Take ja, Me ja. Tonight? Oh, ja, ja. Der war das. Ja, aber das wäre schön, das Musical. Das kann ich singen. Bist du noch schon, oder wie König der Löwen und so wählen? Ja, Hast du das König auch der gesehen? Löwen habe ich mir auch ankeken. Das wäre auch schön. Ähm, das schönste Disney-Musical wäre aber natürlich das, was wie zwei in verleden Ah. Jahr was ankeken habt. Ja, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also so ein schönes. Und ich finde auch, also um da zu lösen, wie bei für alle, der nicht mitkriegen, wie bei Hinterhopen wie Frozen. Und hab dann in Hamburg gegangen. Ja. Und dann dieser Song gerade Let It Go, der ist einfach nochmal so mächtig, wenn der da um die rum singen dauert. Und also da fühlt sich an, als wirst du so einmal komplett in diese Welt mit drin sorgt waren und so aus einem welken Deck um die rum kommt dieser Song und nimmt die einfach so mit. Ja, ja, aber Ja, ja. schön. Okay. Das wäre schön, wer da Händchen heulen sätten. Wie sie da Tränen laufen. Ja, egal, cool. Das ist auch so schön. Ja, du hast schon was wie ein Handstrick. Ich kann aber mit so vielen Emotionen nicht umgehen. Ich weiß aber nicht so richtig, was ich morgen schon. Nee, aber das wäre echt schön. Das wäre echt schön Nachmittag. Da Ja, ja. wie Anna und Elsa. Das wäre echt klasse. Und man muss auch sagen, Disney mag das einfach bannig pleatsch. Mit diesem ganzen Marketing drumherum und das hele Merchandise, das du ja an jedem Stelle, egal, das ist jedes wo du inköpen da ist oder jedes wo du rumlopen da ist, überall. Also eigentlich kommst du gar nicht an Disney vorbei. Ja, bitte sag mir das nicht. Ich bin jemals noch drurig, dass ich wieder achter uns Musical besög nicht Sven verdrehen dir können. Oh, ich weiß noch, du hast es so einfach nur gedacht. Ach, da Ja. kommt noch mal ein Sven. Also, Levi Taurus, was ein von Joe, ein Sven hat. Ich schick den gern zu Hilka. Den würde sich bald nicht Ja. freuen. Ich will mir über einen Sven freuen. Aber ist so. Ja. Ja, aber das Merchandise ist mega krass, ne? Also, hast du recht, es gibt ja alles.
Nicht bloß Poppen oder Spältüch, Kledage, das gibt ja eine eigene Marke, also eine eigene Kindermarke, Donaldson hätte Glöwig, also fehlte dürre Kinderklamotten. Mhm. Mit Disney-Logo, das ist krass. Und dann erst so die Parks, ne, die Freizeitparks. Ja, da will ich gerade drauf hinaus. Das ist einfach, das ist ja der pure Eskapismus. Also einmal pur und die normalen, realen Welt ruht und rin in diese Disney-Welt. Und den Menschen, gerade noch hatten Titen oder jetzt gerade noch Corona-Tit oder so, man möchte einfach mal die ganze Welt um einen rum vergelten und in diesem Park und sich das einfach verspielen dort. Dass diese Welt vielleicht auch real werden können. Und der mag das so pleatsch. Hilka, weißt du, wo so diese Parks entstanden sind? Ich weiß das nicht. Ich hefte mal ein Doku über Keken, aber ich weiß das nicht mehr. Vertell Mhm. mir das bitte nochmal. Gern. Die gaue Walt Disney, der hat in der Anfangstiden hätte Fail Arbeit. Also er war ein totaler Workaholic und ist auch nicht so gut mit seinen Mitarbeitern umgegangen. Da gibt es viel Kritik und viel Gegenwind und dann hat er einmal einen Burnout, hat sich dann werde berappelt und hat das zweite Mal einen Burnout. Mhm. Und in diesem Burnout oder in der Tit, wo er Pusmockt hat, hätte er sie eine Leif tau Tögen, also zu Zügen, gefunden. Und hätte sich dann, also, der war ja schon Ben Ölle, ich glaube so um die 60 oder so, und hätte sich dann in seinen Goren eine kniehohe Born bauen lassen und hätte den einen Tag mit seinen Ingenieur von Disney DHH diese Born wieder gut baut und ist dann as ole Mann ob diese Born durch seinen Goren feuert. Da gibt es halt sogar Videomaterial. Also total witzig gut. Wie so ein bedepperter Opa mit Dachschaden, der seinen Goren feuern deit. Und der Tiet hätte den Künstler Dali hat der Feldtyp mit den verbracht. Und der hat sagt, Mensch, mock doch da was gut, mock doch da einen Park gut. Und dann hätte Walt Disney gedacht, ja, wo so eigens nicht. Und so ist der Idee für Disneyland entstanden. Eigens Ach, nur, weil hey lange will ha, sie eine leifte Teugen gefunden hat. Und dann sagt, ja Gott, da kann ich was tun morgen. Und so hat er eins angefangen. Ja, und weirde nu Story. bezahlst du da horrende Oh, Gelder, um damit ja, diese Bahn zu feuern. Das war doch schon was. ja, Ja. Weißt du mal in so einem Park? nee, nie nicht. Also, ich bin noch so ein bisschen hin und her torgen. Weil eigentlich finde ich den Sorg ganz cool, aber ich möchte das eigentlich nicht unterstützen, diesen puren Kapitalismus, wo alles so wahnsinnig teuer ist. Bist du da einmal weg? Ja, ich wei mit. Ich glaube, ich wei Dörtern oder so, bin ich mir nicht mehr sicher. Wei ich mal ob ein Paris fahrt mit meinem Mutter und da wäre dann eben auch so ein Besuch in Disney Euro Resort Paris Mhm. mit bin und das wäre mega der, ja, Sweetness Overload. Also, Ja. äh, Oh. ich find, das wäre mega krass. Ich weiß nicht mehr, wo das wäre, ob das in der Zeit noch so wäre, dass ihn da noch so für die Fahrgeschäfte dann extra bezahlen muss. So als das von daher in Mhm. Tivoli in Kopenhagen ist. Ich glaube, das wäre in der Zeit nicht mehr so. Also du musst ja erstmal Eintritt zahlen, deine Fahrgeschäfte extra. Und dann ist da ja an jedem Ecke Merchandise-Shop. Überall. Oh. Das ist Mhm. krass. Und diese Restaurants, diese Lokalen, das Eden ist Schrott und mega teuer. Mhm. Ähm, aber Likas, du bist da echt in so ein Wahnsinn. Das ist total mal. Und am Anfang denkst du, oh Gott, ja, ich muss das haben, ich will das köpen und hier und da. Und bist in diesem Park unterwegs und du bist dann am Ende von Tag so fertig mit den Nerven. Ja, da Also, klüv ich. also uns ging das so mit Mutter und mir, wir konnten gar nichts mehr. Wir haben da nix köpft an in den Park. Wir wären einfach fix und fertig mit den Nerven. Echt. Krass. Ja, da klüv ich. Der totale Overload ist an Indrücken. Ja, Wow. ja, ja. Ja, und das ist eben, vielleicht ist das eben auch so,
dass wir auch mit das amerikanische Konzept nicht so richtig warm worden sind dann Mhm. an den Stell, ne, so das, was ein Pflicht auch noch so von Hollister Shops oder so kennt, du Geisterin und dann, hi, wo geil die dat und so wieder und du denkst, kenne ich die? Ja, ja, genau. Ja. Kämest du da irgendwie so von der Sied anschnacken da ist? Ja. Ja, 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 oder de Lü nimmt, du gehst einkaufen und de Lü packt den Kram in Büdel und denkst, Ja. Ja, so kennt wir gar nicht. ja, ja, und ich glaube, das wäre einfach zu viel. Und das wäre ja nun sogar Euro-Disney bloß. Mhm. Das wäre krass, aber ich weiß eben noch, dass das eben auch so mega futuristisch wäre. Der Park hat damals all diese, ja, eben nicht Rolltreppen, sondern Rollpadden hat, als ein das ne, von Dach von Flughafen kennt. Ah, also müsst du doch nicht mal normal loben, du hast bis an alles Nee, vorbeifeuert. also Ah, wenn ein so dahin, also du hast eben von ersten Ingang, glaube ich, fast 40 Minuten brucht, um zum Hauptingang von der Parkrin zu kommen. Und auch bloß, wenn du ob diese ja. Rollpadden lopen, also gorn bist, nicht bloß stehen, sondern eben gorn bist. Also, Krass. und das wäre mega futuristisch eben. Und ja, also das wäre echt krass. Das wäre richtig krass. Also wie hebt da der hellen Dach uns das Spektakel bloß ankicken und ja, an Abend bin ich fix und fahrig. Also, Wow. ja. Du, aber das gibt ja Lüde, die mag das jeden Jahr. Die sind dann ja auch in diese Hotels bin und blieb dann jedes Wochenende oder so. Wahnsinn. Also fast wie ein von uns Tauweres, wenn Guido mal Van sind und auch noch erfahren hat, schrift du das gern mal. Mir würde aber nicht interessieren, wo das auch so ist, so in einem Hotel tauern und kommt dann Ja, Mickey Tangaue nachts singen. Wow. ja, also würde mich auch mal interessieren und eben auch würde mich auch interessieren, sind auch vielleicht, könnte ich vergleichen zwischen der Disney Resort in Paris und der in USA? Das finde ich auch spannend. Oh ja, ja, stimmt. Da habe ich noch von gar kein was gehört, wo das so in den USA ist. Da gibt es eine Doku-Reihe auf Disney Plus, aber die habe ich mir noch nicht angeguckt. Würde mich mal ganz spannend, würde mich spannend interessieren, wo das denn so auch hinter den Kulissen aussehen deit. Oh, sicher Sklaverei. Ja, ja, ich habe auch, da habe ich ein paar Berichte gelesen über die schlechten Löhne und dass die einfach zum Beispiel dann wie dirtig, 35 Grad in ihrem Kostüm ja immer noch binnen sind über Stunden. Die trifft dich mit die Mhm. Schnacken und diesen Drom und diesen, naja, diesen Schein, den Schienen und Betten übrig bewohnen. Eigentlich ist das schon bannig hat. Richtig bannig hat. Also ähm, der Zuckerguss, Mhm. wie pellt die Grotz und Bäden runter, Lisa Glöwig. Mhm. Ja, aber da muss auch gemerkt werden. Also ich finde, in der Disney-Folge kann er nicht nur sagen, wo schön, weil das nicht eins so schön ist. Also ja, muss man werden kritisch betrachten, das Ja, Ganze. ja, ja, das ist so. Und wie kriegt uns ja, wie blieb der auch bloß an der Oberfläche auch Oh, gut? absolut, absolut. Ja. Ja, ja. Ja. Likas, hast du denn eine liebste Disney-Prinzessin? Liebste Disney-Prinzessin? Sag ich mal so, also Heldin, sag ich mal lieber Heldin. Ich Okay, finde, mhm. kennst du die Judy Hopps und Zoomania? Hast du Zoomania gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich habe so Mania Ja. gesehen, aber ich krieg das gerade gar nicht mehr richtig zusammen. Und ich kann dir mal kurz erzählen. Also, die Judy Hopps ist ein lütsche Haus. Also, in der Welt von Zoomania Ah ja, gibt es ich will, ist das ja. nicht so ein Evil der? Oder nee? Oder wer der Nee, nee, Pets? Judy Hopps ist das Kaninchen, Ja. der unbedingt zur Polizei möchte und dann lernt sie ja diesen Betrüger, den Voss kennen, aber Hopen deckt dir dann eine Verschwörung ab. Und das ist so, aber einen sieht so lebevoll und bunt mockt und das ist Judy Hopps ist einfach, ich glaube, ich kann mich einfach im Bett mit ihr identifizieren, deswegen finde ich die so gaut. Ja, okay, ich weiß noch, ich hab das mit Pets durcheinander gebracht. Pets ist von Pixar, glaube ich, aber die sind fast titlig gut kommen. Ja, Darum habe ich das durcheinander gebracht. Aber ja, nun werde ich auch wieder.
Illumination ist Pets. Genau, wie von Minions. Also Minions, ich einfach Mhm. unverbäderlich. Ah, Das ist von Illumination und Mania ist von Disney. okay. Ah, Alles klar. Also, genau, da wollte ich nur sagen, die Judy Hopps, ich glaube, das ist meine persönliche liebste Heldin eng wie Disney. knieten. Kling, ja. Und Aber wie ich die? bin richtig Klischee. Wie mies ist ehrlich Ariel. Da bin ich ein echter Ja, ja, Tipp-Fan. nee, Ariel, ich wär auch als Kind als so ein Wasserrad. Ich habe verleden Weg gesehen, du kannst nur sogar Meerwiefs Schwimmkurs morgen, was ich total witzig finde auch. Also da kannst du richtig lernen, die so, hast du das nicht auch mal vertellt mit so einem Schwanz, dass du die so einen Schwanz so einen Meerjungfrau-Schwanz antrecken kannst und dann Ja, damit ja, ja, schwimmen ja, lernen das kannst? habe ich, das Equipment. Also Hilka, ich will mal sagen, das ist ja wohl mehr als eine Story wert. Mhm. Ja, Okay, für alle, die Hilka schwimmen sehen möchten, as Meerwiefken, bitte hier einmal. Nun kann man ja auch bei Spotify kommentieren. ja, Kommentiert das bitte, bitte. wenn wir dort uploaden, dort, dann mag ich da so ein Panel rein, da könnt ihr schreiben, ob die das sehen wird oder nicht. Oh ja. Ja, eben, also da bin ich richtig Klischee. Aber nur wo wie liebste Prinzessin, liebste Heldin sind, was ist denn die liebste Bösewicht? Oh, das Hast du ist da schwor, einen? das ist schwor. Ich habe das wie de Bösewichter, wie de Villains, habe ich das zum Beiden mit de Klören, mit de Farben. Denn Ja. vielleicht hätte der ein oder andere all mitkriegen. Ich moch gern Schwarz und Violett. Und, und da möchte ich mal kicken, gerade noch bei den Thekentrickfilme, bei der Animation ist das nicht mehr so, aber da hab viele von der Bösewichte, also von der Frohenslüt, habt die Farben Schwarz und Lila als Primärfarben, als Primärklören. Ja. Und finde ich viele von den Fruens Charaktere Farken echt cool. Weil, wenn er das dann mal so ein Beeten untereinander klamüsert, sind das dann doch stolte Fruenslü. Und ja, ich Mhm. habe dann Beeten Mhm. so ein Hang to Ursula oder hier der Ut, was ist das? Hier, ist das Dornröschen? Dornröschen, glaube ich. Ja. Ja, die, Ja, ja, ja. Maleficent, ne? Hätte ich so? Ja, vielleicht gucken wir, ich Ja, kenne das auch nur auf Die Englisch. böse Fee eben, Maleficent. die hätte auch Angelina Jolie, glaube Mhm. ich, gespielt und der hat eben auch schwarz und lila als Farben und ähm, aber auch in der Hexe und der Zauberer, der Hexe da, Madame Mim, ne, das sind ja auch Fakenhexen. Und das finde ich doch Mhm. interessant, dass wie dort ist das Klischee von der böse Hexe habt, aber wenn man dann eben mal das Klischee von Hexe auch so ein Bäden untereinander dröselt, dann sind das ja eigens starke Frunslü, die ihr eigen Pat mag, die selbstbewusst und unterwegs sind und sich nichts von Männern vertellen laut. Und das finde ich dann doch wieder interessant. Mhm. Also kann ich Ja. gar nicht so genau sagen. Ja, ich finde das so schön durchlegt. Gerade diese starken Frunzlü. Wie mir wäre das Cruella de Vil. Das passt ja auch da mit drin. Also ich würde sie jetzt nicht so in bestimmten Hund schlachten wie in Klamotten. Aber ich finde sie als Bösewichtin einfach mega Ja, cool. ja, ne, also so, als sie sich dann eben auch anträgt, ne, und so ihr eigen Ding macht mit eher langen Zigarettenspitzen und so. Dann wollte ich auch gerade sagen, das ist eine wahnsinnig lange Zigarette. Und denkst du so, oh, wäre das Stil. Ja, eben total. Ich bin sogar mal Town Karneval bin ich sogar mal als Cruella de Vil geworden. Weil ein der besten Kostüme, der ich je habe. Der war echt cool. Ja, und ich glaube, das ist das Interessante dann eben auch an der ollen Trickfilms oder ich weiß gar nicht, so in den neuen Trickfilms ist das nicht mehr so klar mit den Bösewichter, auch gerade Ja. Frunzlü als Bösewichter, also in den ollen Filmen, ähm, dass de Frunzlü, die, dass die eigensten Bannig
emanzipierten Charakter habt. Ja, ja, der Bösewichter. Und das sind ja normalerweise irgendwelche ältere Frauenslü. So die Protagonistinnen, die sind ja Faken eben Jungen Ja, Talents ja, da oder möchte ich noch mal Kinder, kurz ne? sagen, wo alt die sind. Schneewittchen ist Feiertein, Ariel ist Söstein und Jasmin ist Pföftein und Bell Sömtein. Also, da muss man so ein bisschen kicken, okay? Wenn man dann nämlich überlegt, was der denn mit den Kehlen smoggt. Aber dafür andere Team. Anne Tien, ich glaube, in Mittelalter wäre das normal, wenn du mit 12 Ja, befried ja, warst. ja. Ja. Naja, also, und das ist eben so interessant, du hast dann da eben diese bannig jungen Derns, die ja auch mega eben, wenn du dir das so überlegst, in Hormontaumel sind. Das sind ja Backfische, das sind Teenager, mega in der Pubertät. Und dann hast du eben diese Wussen Frunslü, die ähm, sich, ja, die so viel belebt habt ha eben und sich eher selbstständige Leben da abbaut habt. Und das ist, und ich finde, das ist schon, auch wenn ich Ariel und allen Slave und so wieder, aber das ist schon, ist ja irgendwo all so ein Ding, das ein denkt, ja, eigens ist das ja auch Tägen der Emanzipierte und wussen froh. Da war ja Mhm. ein Highlight, ob das junge, Ja. unschuldige Mäken sind. Oh, habe ich mich Oh, hier verschnackt. ich wollte grad krieg richtig Gaudi. Hatte Puss und dann auch mal wirken taulauten, weil genau so ist das. Der, ja, da war andere Tiden, okay, aber der hört ja auch Jümmes an dem Punkt ob, wo das eigentlich spannend wird. Wir, okay, die Prinzessin, die kriegt dann, der Kerl kommt, nimmt die Prinzessin dann mit, der küsst sich und dann hört das ob. Aber das ist ja Mhm. eigens nur der Anfang. Und danach war das ja allen spannend. Aber das war doch nicht wiest. Das ist immer nur so die romantische erste Tiet und ja, sie habt Hopen lebt, bis sie tot geht. Aber Ja. was denn da eigens kommt, so der Alldach und so, das kommt dann nicht. Ja, zumindest nicht in der ersten Delen. Ich glaube, Ariel hat ja Genau. noch 2 oder 3 weitere Filme hat, aber ich glaube, die sind alle Ah, floppt. ja, die Oder sind König der bloß Löwen Kriegs. und so, die habt ihr auch alle noch fortsetzen, aber die sind ja nie so richtig was worden. Nee, 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 nee. Und das ist vielleicht auch der Töver von Disney, dass die Leute das auch gar nicht wählen wollen, ne? Und eben auch von das Märchen. Von das Märchen auch, der hört dann ja auch so ab. Ja. Ja, also Disney, äh, Dröm, Drom, ja, und aber vielleicht auch so ein Welten Albtraum. Kommt so Welten auf die Sobald Perspektive man an. Betten, genau, sobald man Betten näher hinkicken deit und irgendwerten hinne diese ganze Dromlandschaft kicken deit, sieht man doch, ich habe eine ganz spannende Bachelorarbeit läst, wo sie vergleicht Schneewittchen und den Merida. Ich weiß nicht, hast du den Film sehen? Ja, das ist doch diese schottische oder irische Ja, genau, genau. Heldin, ja. Das ist ja auch Mhm. keine Prinzessin mehr und eine starke, emanzipierte Frau. Auch der Bösewicht ist noch viel facettenreicher oder der Bösewicht, der gibt nicht ein Bösewicht. Und das war auch super spannend zu sehen, wo Disney auch versucht, mit der Tiet mittaugen, Chlor, Mörze, auf jeden Fall, Schneewittchen für fast 100 Jahre, da kannst du so Hüt nicht mehr richtig mocken, er kommt nicht mehr an. Aber trotzdem habt ihr doch jümmes noch diese Rollenbilder bin, was immer im Betten Hm. schwur ist. Und dann halt auch was ganz spannend tau Strange New World sein. Hast du den Film sein? Nee, den kenne ich noch nicht. Ich hab den auch nicht ganz sein. Nur so ein paar Utschnitte. Weil der ist furchtbar floppt. Das ist der ganz neue Film von Disney. Der ist furchtbar floppt, weil sie ob, also der wollt ob Krampf Vogue wählen. Und wollt ob Krampf alle möglichen Klischees nicht bedehen. Und so einfach ist er aber mit uns Taukikas nicht. Also so einfach laut wie es doch nicht verorschen. Also verorschen, sorry, aber halt nicht in das Licht feuern. Mhm. Der ist Löwig Leaks wie Disney Plus gut kommen und hat auch nicht viel Upsehen erreicht. Ja, und das ist eben, du hast ja eine Erwartungshaltung Gerade wenn du an so so was über etwas. Jahre aufgebaut hast. Ja. Ja, ja. Und ne, das ist ja nicht verkehrt, Dinge auch diverse anzugorn. Oh, Aber, total. aber wenn du eben so eine Erwartungshaltung hast an an ein Medium, was da nun kommt oder was da kommen soll, Mhm. ja, die Taukikas, die straft die dann eben auf.
Oh, aber gnadenlos, ja. Ich glaube auch, also gerade Mhm. wenn du mit Nostalgie spielen dast, oder mit Drömen spielen dast, oh, dann kannst du ganz bannig böse auf den Näs fallen. Ja, das ist so. Und das ist, glaube ich, gerade auch wie, nur mal kein Disney-Film, sondern Der Sturm. Hast du das Buch mal lesen? Der, Sch- der, Oder die nee, nicht der Sturm, Schwarm, entschuldige bitte. Ähm, der der, Schwarm. der Schwarm, ja, dank dir. Ja. Das ist ja nur als Serie auch gut kommen. Und da habt ihr dann Mhm. eben auch Charaktere verändert. So. Mhm. Und wenn ihn aber das Bau kennt und eben auch die Storyline da achte kennt, dann passt so an Stan der nähe Charakter nicht mehr. Dann ist da Ute Professor auf einmal in Professorin worden und klar, mehr Professorinnen an der Unis bitte, aber in das Konstrukt von der Geschichte passt die Person, wie sie auch die Charakter von der Person verändert hat für die Serie auf einmal nicht mehr. Ja, ja. Ja, du hast ja auch immer die Diskussion, wo fangst du an? Trennst du den Film von der Bauk? Oder Mhm. ist schall der Film der Bauk-Van? Ja, schwierig. Ich weiß, was du meinst. Ja, also was ich gut finde, warum muss ein so alle Stoffe ob Zwang eben also so, ne, so divers morgen, warum kann er nicht Nährstoffe Gleeks direkt am Ja, Morgen divers genau. morgen? Oh, ich war Nährhelden, am das Land. genau das ist das. Das habe ich gedacht, ich war am Freitag im Kino wie Fast and the Furious. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe es gesehen. Ich habe mich drauf. Aber dann, was ich dort gedacht habe, die ganze heilen Trailer do fair, weil nur Fortsetzung. Ob das Spider-Man wäre, Indiana Jones, irgendwas habe ich da noch. Und das war nur Fortsetzung, wo ich dachte, nee, ich möchte auch mal was Neues sehen. Ich möchte nicht nur Fortsetzung oder Reboot sehen. Ich möchte endlich mal, wie du schon sagtest, neue Helden bucht das Land. Und ich möchte jetzt mal neue Helden sehen. Ich möchte neue Ideen sehen und neue Filme sehen. Aber ich kann, ob er anderen sieht, sehe ich auch Disney, der sagt, ah Mensch, das hätte ja schon mal geklappt, dann können wir das ja nochmal melken und nochmal recyceln. Und das ist so schade, wie das fällt so Ja. viel. So als das mit Star Wars läuft. Oh, total. Star Wars, Marvel. Ja, schon traurig. Ja, ja. Das Ja, war echt so unschlacht, das ist tot. ja, ja, absolut. Dort. Wo sagt er, das Pier ist tot reden? Sagt man Ja, das so? ja, das ist so. Also Hm. der letzte Marvel-Film, den ich mir so mit Golden Geräten ankicken, war, glaube ich, Logan. Oh, der war super. Ja, aber Ja, das war ja okay. Der war ja noch von Fox. ja, der wäre noch von Fox. Hm. Noch keine Disney-Produktion. Aber ein Ja, großartiger Film. Großartigen Film. absolut. Kick Jordan an. Der ist richtig, Ja, richtig gut. Hugh Logan. Jackman. Für all die noch ein bisschen mehr über Hugh Jackman hören möchte, hört die Folge Ace the Lave. Ja, Ja. naja. Eben, aber Nähe Helden brucht das Land und wir sind ja irgends auch so ein beiden Nähe Heldinnen, Ah, das wo ist wir, ein schönes Echt. Ja. ja, wo wir das hier mit us plattdütschen Podcast und Instagram eins so dort trägt in ein Welt, die jahrzehntelang ja von Männern dominiert war. Ähm, Ja, ja. aber wir kopiert ja nicht hier, wie vertellt ihr nicht plattdütsche Witze? So. Also, hört der Taufolge ein. Der Sorry, Baby war Ilka. plattdütsch, aber Chef aus dem kein anderer Witz lehrt. Ja, in Folge 1, der allererste PPP-Folge, vertelle ich einen Witz und das ist auch der einzige Witz, den ich kann. Okay, sorry, ich wollte dich nicht so hart unterbrechen, aber das ist mir gerade schon viel aufgekommen. Ja, ähm, genau. Aber das Schöne an Disney ist dann ja auch schon mal die Filmmusik. Hast du Aha. den da in Leaves It Late? Ein Leaves It Late. Ja, ich stehe total auf das Lied von Pocahontas. Die Farbe Ah, von Wind. Ja, ist sogar meine Sportplaylist mit bin. Es motiviert mich nicht so furchtbar, aber ich finde, der Film ist auch nicht ganz so mein Ding, aber das Lied, Farbenspiel vom Wind, das finde ich so schön. mhm, Und wie die? ja. Oh, das ist schwor, denn Ja. Ein Song, Hilka, ein Song. ein Song, würde ich sagen, ein Song. Oh, nur hast du mehr, da die bloß ein Singen Oh, drauf.
Ja, ich möchte nur ein. Ich glaube, das Lied, das Simba und sein Funge da singt in König der Löwen, ich glaube, das mag ich echt gern. Hakuna Matata? Nee, nicht Hakuna Matata. Das Lebenslied, das fängt aber okay mit Ach, Pimper und Dingsbums an. Denken sie, ich sehe es jetzt schon kommen. Sie ist das A und O. Sie werden sich verlieben, glaub es mir. Dann sind wir nur noch zwei. can't believe it's love. Das ist doch von Elton John, das. Ja, Can You Feel the Love Kann das Tonight? wirklich Liebe sein? Ja. Oh ja, ja, ja. Ach, Can you schön. feel the love tonight? Ja, das finde ich echt auch so richtig Süßholz-Raspeling at its Ja. best. Also, ich bin eher so ein romantischer Mensch. Riesig. Das ist der Punkt, wo ich immer wieder spulen darf. Ja, 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 ja. Sie weiß schon, dass wir Halbgeschwister sind, aber ist vollkommen okay. Ich glaube, das ist bei Löwen aber nicht so das große Problem. Ja, stimmt, da bleibt doch eins in der Familie. Oh. Nicht, nichtsdestotrotz, aber auch bei uns ist ja Musik ein großes Thema. Mhm. Hast Oh du mir ja, Musik, sind die bereit? hast du mir Ja. Musik mitgebracht? Ja, Herwig. Ach, okay. Bist bereit? Ja. Ohne großes Vorhergeplänkel. Also, wie habt du's noch nie nicht vorher droppen? Doch ich miss die all sieht lang Tiden. Ob wenn ich die taun ersten Molche dräpen dau. Ich wöss jümmes, wo du ut sehen deist. Mit die möcht ich Peer stehlen, der us im Weg sind. Ich gau mit die, der dick und Bonnie und dünn. Clyde, die Toten Hosen. Ja, auch richtig kaut. Hm. Ich geb dann wie der Hochtit, an der ich vielleicht wecken wär, hätt dat eine Hochzeitssängerin singt. Und das war so schön. Und da habe ich gedacht, okay, dann musst du mit dem Podcast nehmen. Ja, Lech die Kompanin schullen, das ist schön, schön doch Vögeln. Und wie spät Bonnie und Clyde. Komm, wie klaut du sein Auto und ich fahr mit die drum. Und wie spät Bonnie und Clyde. Ja. Wir spielen Bonnie und Clyde. Ah, ja, das ist echt Mhm. ein schöner Song. Ja. Danke, danke, danke. Dafür kriege ich auf jeden Fall einen Punkt. Für den schönen Song. Ja. Ja, mein Lied ist so ein bisschen schwerer, glaube ich. Aber vielleicht kriegst du das Likas gut. Weil das ist eigentlich ein Partysong. Oh, ja, okay, okay. Und wenn er nicht unter 80ern ist? Na? Ist er unter 80er? Oh. Ich glaube, Anfang 90er. Na geil. Okay, versuch wieder mal. Okay, versuch wieder mal. Weil in einem Film, ich sag den Film aber noch nicht, war das der Titelsong. Okay. Also, ich fange an. Mhm. Ich bin de ein und einzig. Rob mi mit mi Norm oder rob mi ob mi Nummer an. Warum deist du mir dat an? Ich mag den Kram Likas auf min Ort. Und Likas, wo du dat ich vergeht, wo ken ich eigens bin. Vertell mi, ich weet dat best, ich bin nicht as de hele Rest. Ich bin de ein und einzig, nimm's is as ich. Ich bin de ein und einzig, dat kannst du mir nicht nehmen. I am the only one. Kannst du mir den Film verraten? Der Film heißt Moon. Moon. Hm? Ich kenne nur, ist das der Film, wo hey allein ob dem Mond leben deit und dann sie einen Klon treiben deit? Ja, ja. Ah, War nicht gut ein Film. So blank. ja, so nebenbei. Sorry, falls ich einen Band Spoiler habe. Huch. Aber ich glaube, wir kennen den Song nicht. The only one? I am the one and only. Oh, yes! Ja. Nobody I'd rather be. Ja, doch, den kenne ich, aber ich werde nicht kennen, singen deit. Der ist von Chesney Hawk. Chesney Hawks. Okay, wegen nimmes drum kommen. Aber okay, nur wenn ich das. Chesney Hawk. Ja. Schöner Song. Und für all die noch mehr schöne Songs hören möchten, wir habt eine Party, Platt und Plüschmos Playlist. Da kommt alle Songs, die wir hier so errohren dauert, ob der natürlichen Sprach, also noch nicht um Plattdütsch, sind da drin, könnt ihr gerne folgen. Für ein Band, Gaue Musik, Town,
Saubermorgen, Town, aber noch so mit Musik. Ich mag immer sauber mit Musik. Ja, du machst immer sauber mit Musik. Ja, ich kann da aber auch tanzen oder mitsingen oder was in der Kök morgen oder auch, naja, was man auch so woanders morgen kann, weiß ich nicht. Party morgen. Also nicht bloß zum Putzen. Ja, ja. Ich möchte, dass ihr allen schön viel saubere Sorgen habt. Also, immer putzen. Ja, und Balle kommt auch wieder die nächste Folge Party, Platt und Plüschmaus und da habt ihr mal wieder einen Gast. Ja, da frage ich mich albannisch drüber. Also ich frage mich auch jümmes mit Dieter schnacken, Helga. Aber in der Tauchkommen Volk habt wie den Gast, der Levi Yvonne. Was macht die Yvonne und was schnackt wie denn? Wie schnackt über Kinderbeuker? Denn Yvonne hat so ein Beten sich ein Ziel set, plattdeutsche Kinderbeuker vorzustellen und da möcht wie mal ein Beten intensiver mit er überschnacken, denn Lisa und ich wie zwei sind nun nicht so die super Kinderburg-Expertin. Nee, also du bist ja doch Bauchexpertin, aber ich kriege auch viele Nachrichten über Böcke und so. Ich schuf die alle Glicks an Hilka wieder. Also für jeden einen, der noch mal was über Platte Böcke oder so werden möchte, Glicks wie Hilka. Ich bin da wirklich ein schlechter Ansprechpartner. Ja, also ich hab auch ein paar Kinderbeuker mal vorgestellt und so wieder, aber das ist so nicht mein Schwerpunkt. Aber wenn ich mehr gern so über plattdeutsche Belletristik, Romane oder so was reden wollt, ja, könnt ihr auch bei mir melden. Dann Hilka und Kinderbeuke, hört die Taukaum Volk oder kickt gern bitte einmal auf Instagram wie Yvonne vorbei für wie eine Kinderbauk-Tant. Also die Kinderbucht. Eben, da hätte sie albannisch viel vorstellt und wie wird nun mit er über ihr nächstes Projekt dann schnacken? Freit ihr ob? Ja, ich freue mich albannisch drauf. Also, macht es gut. Ciao, tschüss. Bis bald. Tschüss.